Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für euch. Eine Vorschau auf die Special Olympics in St. Gallen. Und das Sono Center in Thun bietet ein neues Elektroboot an. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. 50'000 Frauen immer noch hässig. Keine Erhöhung vom Rentenalter für Frauen und das Ende von tieferen Löhnen fordert zum Frauenstreiktag die Gewerkschaft Unia. 50'000 Frauen sind gemäss ihren Angaben in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen. Seit dem grossen Frauenstreik vor 3 Jahren hat sich die Situation für Frauen bezüglich Lohn und Respekt kaum etwas verbessert, halten die Organisatoren fest. Ein Abend im Zeichen der Kambunschis. Mushinga senkt über 200 Meter den Schweizer Rekord auf 2,18. Die Tachi drückt ihre persönliche Bestzeit über 100 Meter Hürde auf europäisches Topniveau. Thun, nach dem Brand sind Diebe gekommen. Ob das so geplant war, nach der Brandstiftung vom 3. Juni im Bluesdog E-Scooter-Laden sind jetzt dort auch E-Scooter geklaut worden. Die Polizei sucht Zeugen. Für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist es der grösste und emotionalste Sportevent der Schweiz. Im Sommer findet in St. Gallen die Special Olympics statt. Diese Zeitung hat im Vorfeld mit 4 begeisterten Betonspielern aus Meiringen geredet. Der Siegeswille wie auch die Vorfreude sind gross. Ja, ich bin Leppin, arbeite hier und komme von Meiringen. Ich heiße Samuel Brühlmann, arbeite Feuerwerkstatt und wohne in Konolfingen. Also, ich habe als Klein angefangen. Mir hat die Sportart gefallen und habe ziemlich frei mit Beton befasst. Und habe gerne gespielt, bin auch schauen. Und das hat mir eigentlich gefallen. Ja, ist mein Sport, ja. Ja, ich spiele eigentlich schon lange. Also ich habe angefangen, als wir noch dahinter gespielt haben, bei diesem Haus. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Ja, es hat mir eigentlich Spass gemacht. Vor allem macht es mir Spass, ja, mit den Leuten zu spielen, Gemeinschaftssport und an der Turnier neue Kontakte zu knüpfen. Ja, jetzt in einer Woche geht es los, St. Gallen. Seid ihr vorbereitet, seid ihr parat? Ja, also wir sind parat. Ich freue mich natürlich mega, auch Kollegen zu sehen, natürlich, die man gerne sieht. Ist ganz schön, natürlich mit denen zu spielen und so und alles drum und dann ist einfach, ich freue mich, das ist tipptopp. Vorfreude, ja, nervös, nein. Das Einzige, was ich muss erledigen muss, ist packen, da habe ich noch gar nichts. St. Gallen ist hin und her, ja? Richtig. Ja, Ring mitnehmen, in dem Fall der letzte Spiel. Der muss weg. Du hast mir vorher gesagt, das ist nicht dein erster grosser Anlass, oder? Das ist der 5. Ich war vorher 3 Mal mit dem Velo und jetzt bin ich das 2. Mal mit dem Beton. Vor 4 Jahren waren wir in Genf. Um Beton habe ich seit dem 13. in Triembach und dann habe ich den Botschafter übernommen für Bern. Dann war ich Botschafter für Bern, für das Beton. Das Leben in die Sache geht, das muss Power sein. Du musst Freude haben daran und da habe ich Freude daran. Auch wenn du Enttäuschungen hast, ja, irgendwie musst du Freude haben. Velofahren habe ich nur noch eigentlich nebenbei. Oder bei diesem Sport musst du den Kopf ein bisschen brauchen. Wenn du jemanden musst du die Füße brauchen. Aber dann musst du jetzt eben den Kopf brauchen. Das ist das, was mir gefällt an dieser Sache. Ich spiele selber und einfach das ganze Drum und an. Ich lerne mit Kollegen und mit kennen und mit anderen Leuten sehen einfach, ich habe mich kennen nach so langer Zeit Corona. So langer Zeit. Seit 2 Jahren arbeitet das Sono Center daran, ihren Kunden und Kundinnen ein Elektroboot anzubieten. Nach 5-wöchigem Testen ist es endlich soweit. Seit Pfingsten können Wakeboarder und Wakeboarderinnen nachhaltig über den Thunersee cruisen. Anfänglich hatte ich sehr viel nach Kopfweh und Bauchschmerzen, dass das alles zu laufen kommt. Aber mittlerweile bin ich super zuversichtlich mit dem, was wir jetzt in den letzten 5 Wochen testen konnten, dass es gut kommt. Ich bin recht fokussiert gegen vorne. Es ist eine coole Sache und das Feedback, das zurückkommt, ist immer wieder mega schön. Leute, die die Idee super finden, die sich melden von weit her teilweise auch. Ich selber bin irgendwie so voll in diesem Projekt drin, dass ich gar nicht rechts und links, teilweise vielleicht auch schade, dass ich nicht rechts und links schaue. Ja.
Ehrlich gesagt ist es noch lustig, dass ich sehr viel auf meinem App zuschaue, wie gefahren wird. Also ich bin nicht mal auf dem Boot. Eigentlich die Entwicklung, was wir aktuell machen sind, macht mir am meisten Spass. Ich sehe, wie viel Energie das der Fahrer aktuell verbraucht, mit welchem Ballast das er fährt und ob er jetzt seine Zeit erreicht hat oder nicht. Ob das, was wir geplant haben, ob das, was wir mit der Software eingestellt haben oder unsere Fahrer trainiert haben, ob es aufgeht oder nicht. Wir haben ganz am Anfang 2, 3 Kinderkrankheiten gehabt, die wir festgestellt haben, bezüglich Laden, bezüglich Reichweite, wo wir jetzt können lösen können, die sehr schnell auch gelöst worden sind durch den Lieferanten oder durch die Ladestationsbetreiber. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr zuversichtlich und glaube daran, dass wir richtig gerechnet haben und dass es so gut kommt. Ja. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Da ist Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist zwar lokal nass geworden heute im Laufe des Tages. Dazwischen hat sich aber auch die Sonne immer wieder zeigen und es war trotzdem ein sommerlich warmer Tag und die Temperaturen die bleiben auf hohem Niveau. Auch in den kommenden Tagen geht dann sogar noch darauf. Bis am Wochenende da erreicht uns die heiße Luft von der Iberischen Halbinsel, sprich von Spanien her. Wir sehen hier auf der Temperaturkarte, wie heiß es hier ist, zum Teil über 40 Grad. So heiß wird es zwar bei uns nicht, aber deutlich über 30 Grad wird es auch bei uns geben. Morgen im Laufe des Vormittags haben wir ein paar dichtere Wolken. Ganz vereinzelt kann es mal einen Regenguss oder ein Gewitter geben. Am ehesten hier Richtung Oberland, sonst auch längere Zeit trocken und recht sonnig im Flachland. Am Nachmittag dann weitgehend trocken und ziemlich sonnig und es wird ähnlich warm wie heute. Wir haben einen schwachen West- bis Nordwestwind und Maximaltemperaturen von knapp 30 Grad. Auch am Freitag haben wir rund 30 Grad. Trotz Schleierwolken ist es recht sonnig und überall trocken und oft sonnig auch am Wochenende. Ja, und da wird es noch etwas heißer. 32, 33, 34 Grad, die wir hier erreichen. Anfangswoche vermutlich dann langsam ein Temperaturrückgang und zunehmend Gewitterung. Aber da ist der Wetterfahrplan noch ein bisschen unsicher. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden hier auf dem Jungfrau-Zeitungsportal, meine Damen und Herren. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Mittwochabend.